Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy IX auf Pelzig und das mal ohne große Monolog. Ihr habt vielleicht schon gelesen, was da steht und habt vielleicht auch in der letzten Episode schon gelesen, aber jetzt wisst ihr auch, zu wem die Stimme gehört, falls ihr die Musik noch nicht erkannt haben solltet. Auf das morgige Glück hoffend legen die Menschen sich zur Ruhe, um im Schlummersunglück von Heid zu verdrängen. Sich noch ein glücklicher Traum sehnt, um die qualvoll Worret zu vergessen. Ruhige Nacht wie immer. Die lange Festlichkeit der Krönungszeremonie haben euch Bürger Alexandrias wohl ein bisschen müd gemacht. Die traurige Vergangenheit mit dem Wein der Freude wegspült, um dann im Rausch auf eine bessere Zukunft zu hoffen. Aber die Feier ist noch nicht zu Ende. Oh nee, sie wird erst jetzt beginnen. Er hat uns ja am Baum Ifas angedroht, dass Alexandria der nächste Akt sein wird, nachdem Brane stirbt. Seid bereit für das Fest, in dem die Flamme des Jubels Alexandria verschlingen werden. Komm her, Bahamut, und trag deiner ehemaligen Herrin dein eigen komponiertes Requiem vor. Und jetzt geht wieder die Post ab. Boah, Gänsehaut. So, jetzt geht die Post ab. Aber hallo. Schnell hierher, ich hab Angst. Ja, die Hippo-Menschen rennen, ach was sie können. So. Königin Garnet. Das ist Bahamut, oder? Beatrix, bitte ruft schnell alle zusammen. Jawohl. Euer Hoheit, alle sind bereits versammelt und erwarten euren Befehl. Ich glaube, jetzt war es die Pluto-Truppe zusammenzustellen, aber ich weiß es echt nicht mehr, beim besten Willen nicht mehr, wie die zusammengehen. Wer das sagt noch was, oder brauchen die Herren vielleicht eine schriftliche Einladung? Das sind schwere Zeiten für Alexandria. Reißt euch zusammen, Männer, das soll euch Königin gar nicht etwas so sehen. Still, Stotter! So. Die Kasper stehen bereit. Euer Majestät, seid euch dessen gewiss, dass wir jeden von eurer Befehle sofort in die Tat umsetzen werden. Wir alle harren eurer Instruktionen, Euer Majestät. Okay, zuallererst mal die Zivilbevölkerung evakuieren. Ich weiß es echt nicht mehr, wer dafür zuständig war. Machen wir mal 2. Machen wir die mal dazu. Okay, die sind nicht der Richtige. Na klasse, scheiße, die stimmen schon mal nicht. Dann Informationen sammeln als nächstes. Ich weiß es echt nicht mehr. Okay, die sind auch die falsche gewesen. Na klasse. Also da kriege ich mal da kriege ich definitiv mal keine Trophäe dafür. Hoffentlich jetzt. Nee, das sind auch nicht diejenigen, die dafür geeignet sind. Na klasse. Und die Kanone. Ja, okay. Kennack stimmt. Perfekt. Na toll. Königin Garnet, ich wünsche uns alle viel Glück. High Potion gibt's noch. Gut, Beatrix, und jetzt sind wir an der Reihe. Gut, die 2 kämpfen wieder zusammen. Es ist alles leichter gesagt als getan. Was soll ich jetzt bloß machen? Mama, gib mir Kraft. Ups, das sieht aber nicht so gut aus bei ihr. Die Musik ist auch ziemlich cool. Neville Monster wieder. Na, der Fischkopf wieder. So. Seid ihr bereit, Beatrix? Und mög's mein Schicksal sei, heut Nacht hier zu sterben. Ich bin bereit. Das ist die richtige Einstellung. Gebt euer Bestes, Beatrix. Sehr schön. Dann wärst du... Oh, Level 16 bist du erst. Oh, das sieht aber nicht so gut aus, Steiner. Kettehemd kann ich da zumindest was Besseres geben als das. Götterspeise kannst du wohl lernen. Kraftgürtel bist noch am Lernen. Sorry, das sieht aber nicht so gut aus. Beatrix bleibt erstmal wie sie ist. Die hat die richtige Techniker. So.
Protecting My Devotion hieß das Lied. Bin ich auch ein ziemlicher Fan davon, ich mag das Lied. So, war die auf dem Level müsste das schon eine Herausforderung sein. Ja, so viel ziehen sie leider nicht ab. Ah, kriegen aber dort für mehr abgezogen. Hui, 1600 mit dem Crit. Nicht schlecht. So, Beatrix und Steinheimer noch ein Level kriegt. So. Der ist mal weg. Dann gucken wir mal, ob da neben noch alles okay ist. Okay. Der Feind ist in der Hauptstraße. Okay, alles klar. Gut, hätte ja sein können, dass der Feind auch in der Nebengasse ist. So. Der dämonische Schwefelgestank, der Feind ist nur Beatrix. Ne, hier ist er mal nicht drin. Hier ist er auch nicht drin. Oh, da ist er. So, da komm mal her, du Sausack. Tja, wie gesagt, den Biester habe ich mich sonst auf Level 24 bis 25 gestellt. Kein Wunder, dass die hier mit Level 16 bzw. jetzt 17 schon ein bisschen dran zu knabbern haben. So, Beatrix, drauf und Steiner hinterher. Ah. Oder überlebt. Feuer. Und... das hat schon was abgezogen. Gut. Und... wieder Level für beide. Ich glaube, das ist wirklich einfach nur dafür gedacht, dass Steiner wieder ein bisschen aufleveln kann, dass er in etwa zu der Fähigkeit von der Truppe wieder passt. Haben wir ja auch schon lange nicht mehr gespielt, den armen Steiner. So. Hämmer dich, du elendes Höllengewürm. Steiner und Beatrix werden dein Richter sein. Für Prinzessin gar nicht. Für die Prinzessin. Naja, eigentlich jetzt Königin. So. Und los geht's. Okay. Kämpf du mal normal und Beatrix kann mal Schocker auf den Anaradoa setzen. Hoffentlich noch vor der, ne? Ja, sehr gut. Und... sehr gut, das macht einen Instant-Kill. 1925 schade. Feuer müssen wir halt noch abkriegen. Autsch. So, aber jetzt müsste es das gewesen sein. Sehr gut. Schade, dass wir Beatrix nicht als ganzzeitlicher Charakter dabei haben, sondern immer nur für so kurze Momente. Puh. Sandgolem gibt es auch noch als Karte aber drauf. Dann Steiner rechtzeitig nochmal zu Heiler. So. Und weiter geht's. Da ist wieder so viel. Na gut, dann nichts wie hinterher, um die Bevölkerung zu schützen. Elender Dämon, jetzt geht's an der Krara. Komm, na komm schon. Ja, wenn die zwei Offiziere da schon so zu kämpfen, will ich nicht wissen, wie die normale Soldaten da abstinken bei den Gegner. So. Jetzt geht's aber auf der hässliche Washing. Nebelhauch, ich hoffe, das schläfert hier niemand ein. Vor allem nicht Beatrix. Wow, bei Steiner zieht's ordentlich ab. Ui, 660 schade. Und 1036. So, mir werden echt immer besser. Puh, gut. Ohne Äther noch, sehr schön. Beatrix, seid in Ordnung? Ja, ich bin unversehrt, aber Steiner, ihr scheint verwundet zu sein. Ha, so ein kleiner Fleischwund, die spüre ich kaum. Da kommt doch einer. Gut, dann drauf. So. Wieder nur einer. Ich glaube, Beatrix kann aber auch noch, genau, Weihemagie kann die noch Vitra. Dann heilen wir uns mal beide.
Glücklicherweise kann die Gutfrau noch zaubern. So sieht es auch schon mal wesentlich besser aus. Steiner steckt noch 8 MP in Schlagreihe. Das ist auch ziemlich heftig. Nebelhauch. Jetzt geht es mir schon fast ein bisschen zu weit hier mit der Charter. Hauptsteiner machen fertig. Geht doch. Sehr schön. Gut. Trisasta hat er gelernt. Das heißt, der kann auf jeden Fall neue Schwerter lecker. Der pumpt aber auch schon wie ein Maikäfer. Sind so viele, das hat keinen Sinn. Ich denke, wir sollten uns erst mal ins Schloss zurückziehen. Aber so kann ich der Prinzessin nicht unter die Haare treten. Ich werde bis zum bitteren Ende für sie und für Alexandria und auch für dich, teuerste Beatrix, Kämpfer. Oh, Steiner. Noch einmal ist er überstanden. Puh, der ist ja ziemlich bei der Sache, der gute Steiner. Dann kümmern wir uns auch um das Vieh. Aber so allmählich wird das dann ein bisschen mehr als einfach nur Offiziere. So, die hat auch wieder gut Schade gemacht. Ja, Steiner leider noch nicht. Dann heil uns beide doch nochmal. Sei so gut. Und Steiner beend's. So, sehr gut. Ah, scheiße, daneben. Boah. Kein Konter. Schade. Sehr gut. Das Biest ist dann auch tot. Und 2 AP und 1224 Erfahrungspunkte. Steiner kommt so allmählich auch auf den Geschmack von höheren Levels. Beatrix, vielleicht ist das die letzte Gelegenheit, mein Wort an dich zu richten. Ich bin bereit. Vielleicht erblicke ich der Holl des Adlitz nie wieder. Deswegen musst du wissen, was ich tief im Herz trag. Bitte rett nicht weiter. Aber ich muss. Nee, aber wenn wir das überleben, dann schenke ich euch Gehör. Na, dann hat er jetzt die richtige Motivation. So. Ich würde mal sagen, bessere Motivation kriegt man dafür kaum. Ui. Vor lauter emotional ist er jetzt auch in Trance-Zustand. Ja, Steiner, du darfst dann den ergreifen. Wenn die Emotionen überkochen, dann kommt man halt auch so in den Trance-Zustand. Und die Biester greifen jetzt anscheinend auch nur Beatrix an, dass es noch emotionaler für Steiner ist. Ah, so zieht er ein bisschen mehr ab, aber Beatrix ist immer noch stärker. Beatrix hat leider keinen Trance-Zustand. Ah, das ist nur ein Konter. Sehr schön. Dann dürfte es ausreichen. Sehr gut. Okay. Gut, Steiner schließt allmählich wirklich auf. Und weiter geht's bei ihr. Oh. Ich höre Musik. Von wo kommt die nur? Etwa von Over? Aber erstmal kriegt sie was Neues. Sternroute. Ability Up. Ja, das kann sie alles schon. Wünschelroute. Lindern kannst du doch noch lernen. Okay, Lamias Tiara. Haben wir da was Besseres für dich mittlerweile? Nö, sieht nicht so aus. Mithril-Armreif, Zauberarmreif. So, Seidenkleid. Kannst du Adrenalin noch lernen. Allerhaupt kriegt sie das auch noch. Saphir, das ist wichtig. Ich würde sie eher nochmal was Richtiges lernen lassen und dann dort für später dann nochmal hier für Vollmond. Erstmal Shiva lernen. Das ist, glaube ich, immer wichtiger. Können wir noch bei ihrer Abilities reingucken? Urschrei, Götterspeise können wir eigentlich wegmachen. Urschrei lassen wir auf jeden Fall drin. Lindern kannst du reinmachen. Und kriegst du noch Gift und Galle einfach rein. Okay. Gut.
Ich glaube, da war das dann. Weil irgendwas geht hier ab. Ah! Nö, da komme ich anscheinend nicht durch. Okay. Vorschlag zur Kenntnis genommen. Und hier? Ja. Ah, da war das da genau, weil in dem Bereich wollte ich rein. Da muss ich dann durch. Alle anderen Gebiete sind mir eh dann gesperrt. Ich glaube, da musste ich hoch. Die Musik wird ja auch lauter. Genau, ich muss hoch. Dann bewegen sich die... Richtig, dann bewegen sich die Statuen. Und dann kommen wir da hier, wo wir hier sollten. Schwert in der Burg. Alexandria. Ist anscheinend schon magisch aufgeladen. Und hier scheint sich auch was magisch zu tun. Also nichts wie hier. So, was auch immer hier abgeht. Aber wenigstens haben wir hier keine Feindbegegnungen. So. Immer noch nichts. Aber hier ist eine Plattform. Wo bin ich hier? Woher kommt dann die Musik? Was mache ich hier überhaupt? Mama. Sidan. Sidan. Nee, ich kann mich nicht immer nur auf Sidan und all die anderen verlassen. Als Königin von Alexandria ist es meine Aufgabe, das Land zu beschützen. Ah, mir kommt doch gerade mit der Hildegard 2 arg geflogen. Der Chef macht nicht gerade einen stabilen Eindruck. Da kann man nichts machen. Und überhaupt ist es kein Wunder. Sollten mir in dem Körper ein paar Konstruktionsfehler unterlaufen sein. Ein paar Konstruktionsfehler unterlaufen sein? Was bitte soll denn das heißen? Naja, wie es im Moment aussieht, können wir von Glück retten, wenn wir es überhaupt bis nach Alexandria schaffen. Geht's noch? Dann. Ich glaube, mir ist ziemlich schlecht. Wie. Hau dich in der Kajüte ein bisschen aufs Ohr. Damit vom Schiff spürst du das Schwanken nämlich so arg. Gute Idee. Okay, verstanden. Eiko? Was gibt's? Hat doch nicht gerade was geleuchtet. Hä? Ups. Lilly? Lilly, was ist denn los mit Lilly? Ich hab gerade ihr Stimme gehört. Das kann ja gar nicht sein. Ja, immer das Schiff. Das Licht. Ist es etwas heilige Tribunal? Das heilige Tribunal? Huch. Ey, pass auf, sonst gehst du noch über Bord. Die Esper werden gerufen. Ich höre, wie Alexander das heilige Tribunal einläut. Ups. Mädchen über Bord. Glücklicherweise ist er nicht in die Rotorblätter von dem Luftschiff reingekracht. Das sind ja noch die letzten 2 Esper. Eiko, was machst denn du hier? Ich war auf dem Schiff, aber dann habe ich deine Stimmkehre geglaubt, Zuhöre geglaubt und dann... So ist es also. Ach, ich habe geglaubt, deine Präsenz zu spüren und danach wird mein Körper von dem Licht umhüllt. Ja, genau das Licht. Lilly, das Licht, das ist das Licht von unserem Schicksal, das Schicksal von alle Esper. Das Licht von unserem Schicksal? Genau, das Licht unseres Schicksals. Das Licht war in 4 Schatzkristalle eingeschlossen. Taucht das Licht um den Esper herum auf, dann wird er von einer heiligen Bestie gerufen. Lilly, wir müssen unserer Rolle als Esper gerecht werden. Aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Hier, Bange, mach einfach, was Eiko dir sagt. Ja, das hört man gern.
Mit dem Affengesicht. Erst einmal die Hände heben. So vielleicht? Genau, und jetzt sprich Eiko noch. Heiliger Schutzgott unser. Ja, geheiligt werde dein Name, ne? Das Licht hier erlösche und die Dunkelheit komme. Na, die hat man anscheinend noch gute Nachricht in solche Rituale. Heiliger Schutzgott unser. Erhöre die Gebete deiner Diener. Und jetzt geht's ab. Uah. Jetzt wird's Schloss heilig wie Sau. So, dafür hat man das Ding wohl ursprünglich mal gebaut und konzipiert. Das ist nämlich, das ganze Schloss ist eine riesige Bestia. Alexander. Und dagegen hat, noch nicht mal Bahamut eine Chance gegen Alexander als heilige Bestia. Geil. Das ist die Schutzbestia von Alexandria. Sehr cooles Ding. So. Kuja hat's auch mit angeguckt. Wie wunderschön. Wirklich wunderschön. Das ist also die legendäre Bestia Alexander. Du willst mit deiner leuchtenden Schwinge das Schloss beschützen? So ist es brav. Auf dich habe ich gewartet, Alexander. Du, der sogar größere Macht als Bahamut besitzt. Mit meiner magischen Kalesche, welche ich dich willkommen heiße. Erscheine Invincible und hol mir Alexander. Jetzt wissen wir zumindest, dass das Ding da auch einen Namen hat. Das Ach. Invincible, unbesiegbar. Und das Ding hat offensichtlich die Fähigkeit, Bestia zu absorbieren. Und es gehört wohl nicht zum organischen Wesen, es ist anscheinend eine Maschine. Du scheinst dir ein bisschen zu viel zugemutet zu haben, Kuja. Ah, jetzt ist er endlich auch mit dabei. Bis zu dem Moment habe ich dir bezüglich Gaia freie Hand gelassen. Aber ich wär's nicht dulde, dass du dein wahres in deiner Existenz verleugnest. Ich werde dir zeigen, mit welch einer gigantischen Macht du's aufzunehmen versuchst. Und nach dir, Sidon. So, das scheint ein Luftschiff zu sein, Invincible. Und er scheint's zu fliegen. Aber scheinbar hat das vorher nicht geflogen und Kuja hat's alle kontrolliert. Was ist? Warum machst du nichts, Invincible? Hol dir die Seele Alexander, so wie damals bei Bahamut. Nicht doch etwa Garland. Unmöglich, soll das hier etwas selbst auf Gaia begeben haben? Das ist schier unmöglich. Hat er mein Pläne etwa vorausgeahnt? Aber warum dann die Invincible? Er wird doch nicht... Sieht auf jeden Fall gerade nicht gut aus für dich, mein lieber Kuja. Das war ganz schön knapp. Knapp. Eigentlich wären wir ja beinahe drauf gegangen, aber... Wo recht hat er recht. Mir wäre um Haar mit dem Schiff sauber abgestürzt. Ja, aber, naja, wir haben jetzt mal kein anderes Schiff zur Verfügung gehabt. Und was habt ihr denn alle gute Schiffe hinüber, aber wenigstens haben wir es halbes nach Alexandria geschafft. Du sagst, Aber ich steig nie wieder aus so ein Ding. Du könntest dich gut mit Yuffie aus Final Fantasy Silver verstehen. Tut mir ja leid, Baby. Habe Mitteilung zu machen.
der Haken. Wissen die Herrschaften vielleicht, wo Königin Garnet ist? Keine Ahnung, wir suchen sie ja auch. Ach so, das ist aber auch zu blöd. Na, dann wollen wir Lilly doch mal suchen gehen. Und Eiko auch, nicht wahr? Ja, ist doch klar, Vivi. Okay, aber ich würde sagen, das machen wir dann morgen wieder bei Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Bleiben gespannt. Es wird auf jeden Fall richtig spannend. Ach, wieder weiter hier wäre. Iron Yankee.